Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Und jetzt dürfte die Regezeit hier mal wieder vorbei sein. Wir sehen ja, wie hier die Wolke vorbeiziehen und die ganze Zeit kriecht noch so Ensen die Fliege auf meinem Bildschirm rum. Das ist gerade etwas nervig. Jetzt ist sofort geflogen. Okay. Gut, die 2 Tage haben wir mal wieder nichts zu schaffen. Und dann könnte man vielleicht noch in die Calico-Wüste gehen und uns noch mal 6 Kaktussaat holen. Wäre doch mal eine Idee. Huch, warum bleibt dann Abigail das mal im Bett? So, das können wir ja auch schon. Reide mit. Fort, fort, fort. So, was machst dann du im Bett, Mädel? Na, komm raus, der Tag lacht. Oh. Oh, für sie lacht der Tag anscheinend nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, warum. Okay. Ja gut, wenn sie Krämpfe und Schmerzen hat, dann bleibt sie wohl besser drin im Bett. So, der Clay schläft. Aber wenn es nicht so gut geht, am 9. Ja, wir gucken mal, ob es nächsten Monat auch um die... Ups, warum habe ich das jetzt wieder gemacht? Unerklärliche Dinge. So. Dann, wenn sie entsprechend in der Phase ist, wenn sie ihr Regel hat, dann kriegt sie natürlich auch noch ein schönes Geschenk gemacht, damit sie die Krämpfe ein bisschen nimmt. Okay, Sterne total Erfolgsfest ist wieder bald. Der Louis waren schon davor. Wir nehmen mal 2 Weintrauben und machen mal ganz normale Wein. Hersching-Wein und Apfelwein. Stimmt, da war ja was. So. Und die Zeitung. Was haben wir dann für sie noch? Sie kriegt eine Schokoladetorte. Sie hat keine andere Rival. Sie kriegt jetzt eine Schokoladetorte. So. Ruh dich aus. Bitteschön, der ist für dich. Ja, ich weiß, du liebst das. Deswegen bin ich ja für dich da. Und weiter geht's. So, kleine Aufmerksamkeiten müssen einfach sein. Und die Musik finde ich eigentlich auch sehr schön, die Herbstmusik. So, Hund. Und die Tiere mal wieder. Das sieht ziemlich böse aus, das Huhn, oder? Das Schattenhuhn. Das guckt im Profil so etwas böser als die andere. Dann raus mit euch. Und zack. Und joink. Und das noch. Und dann hier nochmal die Fuhrer. Okay, was habt ihr dann für mich? Ja, wieder gutes Zeichen für mich. Und ich hoffe, die Wutz kann man endlich wieder auf Trüffelsuche gehen. Ach Gott, ist ja gut, ihr kommt hier raus. Keine Angst. Hier noch. Genau. Okay, hier haben wir nur noch eine einzelne Wildpflaume. Dann schauen wir mal, was das Gewächshaus eventuell für uns hat. Na, komm schon. Ah, das hat wieder ein bisschen was für uns. Sehr schön. Ah, der auch noch. Dann in die Richtung am besten. Und so. Okay. Der Mais ist mal wieder gut und die Tomaten sind wieder gut. Das heißt, wir ernten das Zeug lieber nochmal ab vorher. So. Jawohl. Gut, die Sache. Dann wieder hier. Dann haben wir nämlich auch unser Tomat von gestern wieder weg, die wir ja für Robins Spaghetti-Verköstigung verbrauchten. Genau. Und hier noch. Alter Falter.
Heute ist irgendwie wieder Tag des dämlichen Gießens, habe ich das Gefühl. So. Dann hier noch. Jawohl. Gewächshaus 8 completed. Dann gucken wir uns die Felder nochmal. Ah, okay. Da ist auch noch was. Dann hier mit dem Zeug. Aha. Die Bertha hat anscheinend was ausgegraben. Das klingt zumindest sehr stark genug. So. So. Nächste Iridium-Sprinkler geht dann in die Richtung. Robin. Für dich habe ich nicht Panakure, Spaghetti. Mit selber gemachter Tomatensauce. Wenn das da nichts ist, oder? Ja, fräst du dich doch wie Sau, oder? Gut, die Artischocke sind 8-mal wieder reif. So, holen wir doch gleich mal beim Pierre wieder ein neues Saatgut. Okay, das sieht doch alles ganz ordentlich aus. Moment mal, wegen Artischocke habe ich hier nicht zufällig mal welche irgendwo abgelegt. Artischocke. Ich habe mir nirgendwo Artischocke gelagert. Nee, tatsächlich nicht. Okay, das heißt, wir machen 10 Artischocke mal hier rein und der Rest kann fort. Apropos kann fort, das Zeug, das Obst kann natürlich... Hopp, halte mal den Gaul an, nur Annie. So. Alter Falter, ja, da haben wir wieder ordentlich Zeug. Genau, das dort hier. Das dort hier. Diamant 3. Moment, wenn wir jetzt die Voice schon runterbringen. Schade, dass uns die Viecher überhaupt keinen Platz machen, keinen Millimeter nur. Dann kann das Zeug weg. Und der Trüffel. Der Trüffel bringen wir gleich mal noch vorne. Öl. Dann die Mayo kommt durch rein, inklusive Ente Mayo. Boah, Alter. Bei dem Huhn kommt man einfach nicht vorbei. Dann Schatteei steht noch aus. Noch ein Molle Trüffel. Ach, in Silberqualität wieder. Alle hopp. Dann Ziegekäse 1, Ziegekäse 2. Und wieder genug Kram runterzubringen. Ach ja. Machen wir zuerst den Käse. Im wahrsten Sinne des Wortes machen wir mal den Käse. Genau. Nein, du sollst nicht essen. Der kommt da rein. Dann haben wir noch einen Pershing-Woi, der nur drauf war zu reifen. Und wir haben einen guten hessischen Apfelwoi, der nur drauf war zu reifen. Gut, jetzt haben wir die Reihe eigentlich wieder alle voll. Dann fehlt nur noch die Una-Reihe. Sehr schön. Gut, dann wollen wir mal. Er wird ruft. Ackermann. So. Und nicht anascht. Na komm schon. Schicki Sach. Jo. Ich meine, die Dinger, die können bis zum Schluss eigentlich warten, weil das sind halt die Felder, die am nächsten zu unserem Haus dran sind. Die Una haben wir jetzt mittlerweile auch glücklicherweise schon autark gekriegt. Dass die sich selber bewässern. Okay. Jo. Ich sollte mich nur ein bisschen dummeln noch. Und die sind noch nicht gut. Okay. Ich habe schon gedacht, die wären möglicherweise schon gut. Das heißt, wir brauchen nochmal 24 Artischocke und zwar flott jetzt. Ach Gott. Hallo? Komme ich hier überhaupt noch durch, oder? Na also, jetzt kommt aber Trüffel noch der andere. So, schnell, bevor der Pierre wieder Inventur macht in seinem Lader am Geschäftsende. Geschäftsdachende, so rum.
Okay. Weitere Produktionen sind offenbar schon gelaufen. Hier ist wieder Brombeerzeit, wie ich sehe. Können wir alles auf dem Rückweg machen. Ich möchte jetzt erst nochmal flott beim Pierre einkaufen, bevor der dicht macht. Schnell. Okay, du wackelt da noch nicht rum. Nur die andere. Die Frau, die da drüber wieder sind bei ihrer Dienstagsrunde. Genau. Schön. Gleich wieder Reite mit. Gut, die sind jetzt auch fertig mit dem Aerobic wieder. Und quatschen jetzt noch ein bisschen, nachdem sie ihre Gymnastik fertig gemacht haben. Okay. So viel dazu. Dann holen wir uns hier noch die frische Brombeere von der Sträucher. Macht ja mittlerweile irgendwie auch kein Mensch mehr, habe ich das Gefühl. Mein Opa ist damals immer die Felder abgelaufen und hat nochmal abgeerntet, was noch auf die Felder gelegen hat. Und generell auch bei Obstbäm ist er auch immer vorbeigekommen und hat sich auch immer geholt, was in der Obstbäm war. Und ich weiß noch, ach, als er später dann im Altersheim war. Und wenn ich dann mit ihm spazieren gefahren bin und so, der hat sich immer wie blöd gefreut, wenn man dann wenn man dann Brombeere gesammelt hätten, weil in der Nähe vom Altersheim, da war eine große Brombeerstrauch. Das hätten sie dann damals, ich glaube in seinem 2. oder 3. Jahr, als er dann im Altersheim war, hätten sie das Ding dann auch schon abgemacht. Und da haben wir immer schon die Saison gehabt, wo man einfach die Brombeere direkt vom Strauch hernehmen können. Und es hat ihm so gut gefallen, dass er bis zum Schluss immer darüber geredet hat, wie wir da die Brombeere abgemacht haben. Wir haben, meine Schwester, meine Mutter und ich, wir haben ihn dann halt zu den Sträucher hingefahren, dass er doch selber auf seiner Höhe welche abmachen konnte. Und er hat dann bei der anderen Sache hat er uns zugeguckt, wie wir etwas tiefer in die Brombeersträuche da rein sind. Und wie meine Schwester und ich dann da die Brombeere abmachen. Da hat er sich gefreut wie ein Brunnenputzer. Da hat er sich noch was gefreut. Nee, wie ein Brunnenputzer schafft man und freut sich nicht. So rum. Er hat sich auf jeden Fall gefreut wie Boller. Da war er überglücklich, wo er dann gesehen hat, wie wir da die Brombeersträuche rumgehen und so aufkratzen. Hauptsache, er hat ein paar Brombeere, die er isst. Ach Mann. Ich meine, wir haben das auch früher als Kinder so gemacht, wenn du Kirschbäm oder sowas in der Nachbarschaft oder oder generell von Leid im Dorf, wenn die ihr Kirschbäm unbewacht gelost haben, sind wir auch hier und haben uns ein paar stibitzt. Das war halt früher normal. Und heutzutage liegen die Kirsche auf dem Feld und die Bauern täten eigentlich hoffen, dass man jemand abmacht. Aber die Leute, die gehen lieber rein in den Laden und holen sich dann das Kilo Kirsche für 9 Euro. Das sind Sachen, die muss man nicht verstehen, finde ich. Ach ja. Da war noch das Trüffelöl, genau. Das kann dann auch direkt rein. Genauso wie die Schatten-Mayonnaise. Pannekuchen heben wir einfach mal auf. Ansonsten haben wir jetzt auch nichts Großartiges mehr, was wir machen können. Wir könnten wohl seit Ewigkeiten wieder in die Kneipe gehen. Einfach mal so just for fun. Moment, ich gehe jetzt aber auch erst mal vorher in die Kanalisation, auch wenn er da eigentlich immer nur Quatsch im Angebot hat. Aber man guckt doch trotzdem nochmal rein. Ah, Moment. Das sind aber ein paar Brombeere. Ah, einer ist leider im Wasser gelandet. Na gut, wir gehen jetzt erst einmal zu Krobus. Und dann zocken wir noch eine Runde. Ja, du bist empfindlich was sonderlich. Das kann ich mir vorstellen bei dir. Oh, Omnigeode holen wir uns. Ansonsten nix. Gut, die Omnigeode, die können wir ja von Clint dann wieder öffnen lassen. Da sehe ich mal kein Problem. Lea latscht irgendwo in der Pampa rum. Und dann gehen wir mal rein in die Kneipe. Oh. Servus, ich nehme der Bestellung gleich auf. So, von wem ist das jetzt? Das Herz-Event von Gus? Das ist doch Elliot, oder? Ah, das ist der Herz-Event mit Elliot. Ah, hallo, Ackermann. Was für angenehme Überraschung. Ich bin nur für kurze Pause von einem 8-stündigen Schreibmarathon hier.
Barmann, 2 von deine beste Biere, bitte. Der scheint wohl nicht so beliebt zu sein beim... Und... Bitte sehr, der Herr. Der wirkt ja nicht so fröhlich darüber. Warte doch mal, stoßen wir doch mal auf, Pelikan, Freundschaft, merkst du, oder dein Unergang. Och Gott, der klappt auch nicht so dran, dass der als Schriftsteller hier durchkommt. Na, machen wir mal das ja. Auf unserer Freundschaft. Das ist eine großartige Idee. Auf uns. Ach Gott, der andere trinkt aus der Kaffeetasse und der Ackermann bummt sich gleich die ganze Stäb Bier rein. Starkes Zeugs. Ach du liebe Zeit. Also der klassische Schriftsteller, der einmal was verdient und dann sofort alles was säuft. Okay. Ansonsten stellen wir hier... ist nichts Großartiges los. Das Leben ist nicht so schlecht. Zumindest habe ich Tiefkühlpizza und Eier. Ja, was will ein Mann auch mehr als Tiefkühlpizza und Eier? Na gut, ich denke, da habe ich jetzt auch mal wieder meine runde Kneipe gehabt. Es sei denn, Gas hat irgendwas Tolles. Warte mal. Oh, da ist schon ein Salat. Nee, komm, Kaffee, Kürbissuppe. Ui. Das sieht aber gut aus. Die nehmen wir mal mit. Die könnten wir mal wieder gebrauchen. Wenn wir wieder weg sind. In der Schädelhöhle. So, Pam kriegt auf jeden Fall noch einer spendiert. Bitte schön. Und ich weiß, Shane ist eigentlich auf Entzug. Aber mal gucken, ob er es trotzdem trinkt. Ja, natürlich. Wenn ich ihn natürlich wieder dazu zwinge, was zu trinken, dann trinkt der Kerl auch was. Wie das sich für einen Alkoholiker gehört. Gut. Ja, wie gesagt, die Kürbissuppe ist eigentlich ziemlich gut. Das behalten wir auf jeden Fall mal. Damit wir das Zeug noch mitnehmen können. Für den Kampf ist es ganz gut. Das ist ja mit Glück. Ja, +2 Glück und +2 Verteidigung. Das ist ziemlich ordentlich. Ich fühle mich eigentlich nie robuster, beziehungsweise, dass ich mir Ei stecken könnte, nachdem ich die Kürbissuppe gegessen habe. Aber vielleicht mache ich die auch falsch. Okay. Ah, Moment. Die Brombeeren müssen natürlich noch verkauft werden. So, dann, Siggi, du findest da wieder in den Stall. Kaffee ist vom Mäuer. Und ansonsten ist so, glaube ich, auch wieder ziemlich gut. Es wird da vom Mäuer gemeldet, ne? Ja, ganze Tag klar und sonnig. Ja, meine Frau liegt immer noch da. Oh je. Ah, dann kuscheln wir mal ein bisschen, dass es auch wieder besser geht. Und wie viel Einnahme haben wir? Oh, stabil. Dafür, dass auf dem Feld noch nicht wirklich was wächst, mit 14.000 Einnahme, ist schon gar nicht mal so schlecht. Ja, die blöd Fliege ist wieder da. So, jetzt geht es auch anscheinend aber wieder gut. Ja, sie hat David Jr. gefüttert. Meerschweinchengeruch stört mich überhaupt nicht. Und dann machen wir hier noch weiter. Kaktusfrüchte sind wir wieder soweit. Ja, vielleicht noch, wenn ich Zeit habe, dass wir da noch das Zeug holen. So. Sieht's dann vermäuer aus. Windböe mal wieder. Königin der Soße sagt was über Kürbiskuchen, aber das weiß ich schon. Der Filius ratzt immer noch. Na dann, gehen wir nochmal runter. Im Keller gibt's wieder ein bisschen zerrobbte Käse. 3 hier. Einer dort. Und noch einer hier. Na gut. So, das fort wieder. Genauso wie die hier. Kaffee ist immer gut. Köder. So. Na, komm schon. Zack. Senfkohl ist auch wieder gut. Na. So rum. Okay. Was haben wir dann da wieder Schönes? Heieiei. Okay.
durchgestreichelt mal wieder. Dann raus mit Eich. Die Wolle. Packen wir gleich mal da rein, wo sie hingehört. Hier, hier, hier. Und zum Schluss Enter. Dann hier nochmal. Okay. Dann nochmal durchgestreichelt durch die ganze Meute. Jo. Dann raus mit euch. Nee. Sollst aufmachen, Ackermann. Und hier noch die große Milch. Und schöne Iridiumwolle, die einfach nur zu stinknormalem Stoff ohne irgendeine tolle Qualität gesponnen wird. Nix drin. Bevor wir später wieder so weit rennen müssen, machen wir das gleich zuerst. Dann haben wir das nämlich schon mal gleich erledigt. Schön. Schönes Ding. Yep. Und anscheinend ist er wieder ein Trüffelgut, wie ich das so höre. Puh, das wird mal wieder sehr erntereich hier, merke ich. Ja. Okay. So viel zu dem ganzen Kram. Um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht dort in die Richtung, Ackermann. So rum. Okay. Dann ist dafür wieder mal Platz. Und für den Rest mal wieder nett. Das heißt, wobei, wir riskieren es. Wir riskieren es einfach mal. Reicht vielleicht genau. Schauen wir mal. Wenn wir da jetzt schon alle 3 Qualitäten was haben, haben wir allerdings Pech gehabt. Ha! Das passt grad so. Alter Falter. Bin ich froh, dass das nur die Faulheit gesiegt hat. So, hat grad so gelangt. Und dann hier noch. Mittwoch, ja. Das könnte man dann halt noch machen. Wir könnten in die Calico-Wüste gehen und könnten noch ein paar Kaktusfrüchte einkaufen. Das könnte man noch machen. Ansonsten fällt mir nichts mehr ein, was man noch so machen könnten. Ja, ich weiß, da ist ein Trüffel, aber den kann ich gerade nicht aufnehmen. Machen wir es doch so. Mayo und Zeug ist jetzt satierlich. Ach, gleich wieder gut Woche. Oh Mann. Aber das geben heute richtig gute Einnahme wieder, sehe ich. Okay. Warte mal. Jetzt müssen wir gerade nochmal gucken. Jedes Mal verballer ich das. Da brauchen wir Kenny, das heißt die 30 können fort. Da brauchen wir 8 Kenny, das heißt die Tomate können weg. Da brauchen wir wieder 3. Und der Rest kann weg. So. Dann schnappen wir uns noch das Zeug. Und machen die Schatte-Mayo gleich. Da holen wir uns den Trüffel. Und machen gleich mal Trüffelöl draus. Dann gehen wir zum Pierre und holen uns 24 Senfkohl. Jetzt kommt es auch mal zugute, dass der auch mittwochs offen hat. So. Okay. Wer hat dann heute wieder Daily Quest? Gefrorene Träne für Sandy. Ist was? Das nehmen wir an. Wir wollten ja sowieso noch hier. Okay. 24 Stück wieder. So, machen wir das. Und gefroren die Träne. Ich versuche gerade zu denken, dass wir die mitnehmen. Okay. Darf ich mich nicht ablenken lassen, wenn ich das im Kopf behalten will.
Der ganze Kram weg. Gefrorene Träne. Du Essenz. Sehr schön. Okay. Steigen wir mal hier ab. Da haben wir wieder 4 Stück. Die Wutz scheint sich anscheinend an unserer Feuerschale gütlich zu tun. Und 4 Käse gleich weg. Da sind wieder 3 frei. Und hier ist noch einer frei. Sehr schön. Ach ja. Ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, in die Schädelhöhle zu gehen. Oder dafür haben wir zu wenig Zeit dafür. Das müssen wir wohl wieder an einem Regetag machen. Ups. Na, wird's wohl bald. So. Okay. So. 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 Hier. Und der noch. Und hier wieder. Immer zu weit gestellt. Dann hier noch. Und hier. Hier. So, da. Hier noch drüber. Und direkt in die nasse Boderei. Da haben wir die Saat. Genau so machen wir das. Ach ja. Dann fehlen nur noch hier. Und hier. Na? Immer zu sehr noch geguckt und schon wieder in die falsche Richtung gegossen. So. Die 2 sind autark. Da drüber? Ja. Jo, das sieht gut aus. Okay. Dann hier noch die. Und dann können wir ja schon gleich in die Calico-Wüste gehen. Alles klar. Gut, haben wir sonst schon irgendwas, was fertig ist? Ja. Hier ist noch was. Super gut. So. Dann Reite mit, Dode mit, Dode mit und Dode mit. Der kommt noch durch. Und dann ab in die Calico-Wüste. Damit man der gute Frau Amor helfen. Die ist zwar nicht unmittelbar aus dem Sternetotal, aber das macht ja nichts. Die gehört ja eigentlich auch hier zu unserer bekannten Kreise. Ja, ich sehe jetzt auch gerade keine Früchte oder sonst was hier draußen rumliegen. Dann, ja, ein Kunde. Hier 6 Stück. Und die Geode hat sie auch noch parat. Echt was. So machen wir das. Wir holen uns hier noch welche. Dann sind wir bei 5. Warum dann nicht? Und was macht der Hansel hier? Hi. Okay. Mehr auch nicht. Einfach nur hi. Ah, natürlich. So ein Quatsch. Ich war gerade überlegen, könnte man noch eine Schädelhöhle, aber hier, bitteschön. Ja, du weißt das zu schätzen. Ich krieg mal Geld. Bei wie viel Freundschaft sind wir? 2. Ja, Emily ist mit ihr befreundet. Und 225 Gold gibt's aber drauf. Ja. Okay. Schön. Schöne Sache. Dann könnten wir eventuell noch mal kurz in die Schädelhöhle reingucken. Und einfach mal ein bisschen da rumkaspern. Das muss ja nicht großartig lang sein. Einfach nur gucke, was ich hier anrichte lost, was wir noch machen können. So, komm schon. Und
ja, ich habe bewusst gesagt, was ich hier anrichten lässt und nicht ausrichten lässt. Ich bin immer auf der Suche nach irgendwas, was ich hier anstellen kann. Aber anscheinend gibt es hier nichts großartig Interessantes, gerade noch auf dem Zufallslevel. Nö, sieht nicht so aus. Gehen wir einfach mal ins Tiefer. Eventuell lümmeln ja hier irgendwo wieder rote Schleim, violette Schleime rum, die uns wieder ein bisschen Iridiumerz geben. Nee, leider nicht. Nur Schleim. Und bei euch Viecher ist Angriff die beste Verteidigung. So. Also großartig lang möchte ich jetzt auch nicht bleiben. Sondern eher einfach mal gucken, was noch geht. Ob man eventuell noch Iridiumerz finden. Oder ob man hier übers zweite UG nicht rauskommen. Na, ein bisschen Omnigeode. Sehr schön. Naja, alle schon wegen der Omnigeode lohnt sich das wieder. Könnte mal wieder praktisches Zeug für Gunther mit dabei sein. Ah ja, hier geht's runter. Ah, hier hätten wir auch nochmal gefroren, die Träne für Sandy. Und weiter, weiter, weiter. Ach ja. Nö, das sieht wohl nicht so aus, als ob ich hier noch was Großartiges machen könnte. Ey. Mistvieh. Nee, ich glaube, das wird wohl eher nix. Hoppala. Schnell. Wenn wir da jetzt halt irgendwo schnell runterkommen, sehe ich, ach, allmählich rot für uns. Jo. Wir kommen noch runter, aber da ist nichts mehr großartig für uns. Nö, dann gehen wir halt wieder raus. Das passt ja alles. Gehen wir wieder zurück ins Sternentautal. Ja. Alles soweit okay. Guck mal, wenigstens ein bisschen Argschlachon mit Argschlachon erschöpft. So rum. Kommen wir wieder zurück. Die Pam hat nicht allzu viel in der Kneipe verpasst. Und die Siggi wartet mal wieder geduldig auf meine Rückkehr. So, im Prinzip kann das wieder rein. Ja. Alles rein, was irgendwie wichtig ist. Heben wir Pilze irgendwo da hätten wir noch einer. Ah, mir haben 3 von denen. Na gut, dann können die weg. Und der Rest Holz hier und steht dort hier. Dann war es das eigentlich auch mal wieder. Ich muss gerade mal gucken, ob man jetzt schon... ich weiß gar nicht. Moment. 1, 2. Ich glaube, wir sind wieder soweit. Moment, ich muss gerade mal kurz gucken. Ich habe leider echt keinen Überblick momentan, ob wir jetzt schon wieder 2 da vorbei haben oder nicht. Ich muss mal sofort gucken. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ja, das heißt jetzt nämlich, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen zu Carolines Geburtstag. Iron Yankee.